Guten Abend miteinander und herzlich willkommen zum heutigen Panorama von Kleinen Schanzen zu Bern. Die folgenden 2 Themen begleiten uns in der Sendung. Das Berner Schwingtalent und die Tötung von Primaten im Zoo Zürich. Der Name Lüthi Benjamin können sich alle Berner Schwingfans schon mal merken. Der 14-Jährige ist letzte Saison zum besten Jungschwinger der Berner ernannt worden und hat grosse Träume. Mein Kollege der Moser Manuel hat ihn besucht. Welches Fest dort ist gerne mal gewinnen? Ja, das Oberaargau ist halt natürlich. Und das Bergfest ist auch cool, Bernische Kantonale. Und ja, Sesaf ist natürlich auch, das sagt auch jeder, der fragt. Aber ja, sicher das Bergfest und das Oberaargau wäre schon das Schönste von allem. Wer ist dein schwingerische Vorbild? Sicher Schwinger ist der Fabian Studemann. Und ja, vom Club, weil sie vom Club sind halt die Schumi-Brüder, genau. Und weil sie auch cool schwingen einfach. Wenn wir jetzt ein bisschen aus dem Kanton Bern rausgehen, gibt es auch einen Schwinger, der dir gefällt, der gerne was abschauen willst oder auch schon abgeschaut hast? Sicher der Orlik Harman ist cool. Und ich weiss gar nicht gross. So. Sicher Alpiger Nick schwingt auch noch cool. Und, ja. Du hast 2 jüngere Brüder, die schwingen auch. Seid ihr daheim ab und zu auch einmal auf der Wiese am Schwingen oder schaut ihr zusammen Schwingfest? Kannst du mich da mal mitnehmen? Ja, der eine ist 10, der Reto, der schwingt auch. Und ja, es ist sicher auch spannend, mit denen ein Schwingfest zu schauen, so auf dem Fernsehen. Aber mitkommen an ein Schwingfest sind sie jetzt noch nie halt. Und seid ihr euch einig vor dem Fernsehen, wer gewinnen soll? Ja, eigentlich schon. So, Studemann halt immer Berner. Und sonst sind wir immer für einen Club oder das Oberaargau allgemein. Bist du lieber im Wettkampf oder gehst du lieber trainieren? Und eine Erklärung dazu? Also auf jeden Fall Wettkampf. Weil ich würde sagen, der Wettkampf ist halt einfach so. Das ist wie eine K.O.-Phase. So. Du musst, wenn du verlierst, dann sieht es nicht mehr so gut aus. Und ja, du musst halt einfach 100% geben. Und ja, ich weiß auch nicht. Es liegt mir fast ein bisschen mehr, würde ich fast sagen. So. Die Tötung von Tieren in Zoos sorgt in den letzten Wochen für Diskussionen. Eine neue Studie hat nämlich aufgezeigt, dass Zoos auf der ganzen Welt zu kämpfen haben mit gesunden Tierpopulationen. Die Studie hat auch gesagt, dass man zunehmend Tiere töten müsse, um eben die gesunde Population wiederherzustellen. Jetzt hat der Zoo Zürich 10 Geladas, das sind pavianartige Affen, müssen töten aus genau diesem Grund. Der Direktor äußert sich zu dieser Massnahme. Das ist bei uns ein Teil von einem ganz normalen Vorgang des Artenmanagements bei uns, dass wenn wir reproduzierende Tiere bei uns haben und wir dann für die Tiere dann nicht mehr einen geeigneten Abgabeplatz finden, dann wird das in Absprache mit dem Europäischen Haltungszuchtprogramm, werden die Tiere getötet und dann entweder häufig unseren Fleischfressern quasi verfüttert oder jetzt in diesem Fall für die Forschung zugänglich gemacht. Ja, also am Ende ist das hier ein begrenzter Raum, der eine quasi Kapazität hat, ne? Und zwar gerade aus dem sozialen Aspekt. Und wenn wir hier nichts tun würden, dann würde das dauerhaft die gesamte Gruppe nicht nur psychisch stressen, das wäre ein chronischer Stress für alle involvierten Tiere, sondern es würde dann auch zu Auseinandersetzungen schlussendlich kommen zwischen einzelnen Tieren, die dann auch tödlich enden. Und da ist es natürlich unsere Verantwortung, dass wir hier uns für das Wohl der Tiere einsetzen und dementsprechend braucht es dann manchmal solche Schritte, um das Gesamtwohl der Tiergruppe und um die gesunde Population zu erhalten. Wieso kann man da nicht vorher ein bisschen die Zucht beschränken, damit man nicht schlussendlich das Tier töten muss, sondern man kann ja Weibchen kastrieren oder so, damit es nicht so viel gibt? In europäischen Zoos, muss das ja immer ganzheitlich sehen, hat man eigentlich 3 Hebel. Das eine ist die Abgabe an andere Zoos, das zweite ist die Verhütung oder Unterbindung der Reproduktion und das dritte ist das Töten. Für die Abgabe an Zoos gibt es einfach nur endliche Plätze. Für die Reproduktion, die wird auch bei uns immer wieder bei unterschiedlichen Weibchen quasi verhindert oder auch bei Männchen. Aber gerade für soziale Tiere ist halt auch
die Reproduktion und dann das Aufziehen der Jungen extrem wichtig. Und gleichzeitig braucht es junge Tiere, um auch eine stabile Population zu haben. Und deswegen gibt es auch immer mal wieder dann nur den Schritt, gesunde Tiere zu töten. Wie geht es diesen Affen jetzt? Merkt man jetzt bei Affen, dass die zum Beispiel trauern um die Gespöntli, die gegangen sind? Trauern finde ich in dem Zusammenhang immer ein bisschen schwierig. Das assoziieren wir sehr, sehr stark mit unserer menschlichen Trauer, so dieses Reflektierte, sich auch immer daran erinnern, dass jemand nicht mehr da ist. Aber was sicherlich gerade bei sozialen Tierarten schon passiert, dass natürlich so eine quasi in unserem Fall Entnahme der Tiere oder in der Natur ein Abwandern oder auch ein Sterben von Tieren natürlich Stress auslöst, weil das bringt erstmal die natürliche Gruppenstruktur durcheinander. Da ist plötzlich einer nicht mehr da, da muss die Gruppenstruktur, die Gruppenhierarchie quasi neu verhandelt werden und das ist erstmal Stress. Das merken sicherlich die Tiere und das merken wir auch unseren Tieren an. Und mit diesem streitigen Thema sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Wie immer findet ihr die ausführlichen Artikel zu den heutigen Themen auf plattformj.ch oder in unserer App. Bleibt noch kurz dran, dann erfahrt ihr, wie das Wetter in den nächsten Tagen wird. Merci nochmal fürs Zuschauen und einen schönen Abend zusammen. Ganz herzlich willkommen zum aktuellen Plattform J-Wetter für den Kanton Bern. Ein weiterer sonniger und frühlingshafter Tag haben wir heute gehabt. Am Morgen noch mit viel blauem Himmel, dann sind aber im Tagesverlauf immer mehr Wolken aufgezogen. Wir liegen morgen Mittwoch zwischen höherem Luftdruck im Süden und tieferem Luftdruck im Norden in einer südwestlich bis westlichen Höhenströmung. In der Nacht haben wir viele Wolken und eine erhöhte Niederschlagswahrscheinlichkeit. Am Mittwochmorgen ist es dann schon wieder überwiegend trocken. Wir haben morgen aber weiterhin viele Wolken am Morgen. Das Ganze bei Temperaturen so zwischen 5 und etwa 6 Grad am Nachmittag oder eher gegen den Oben nähert sich eine Kaltfront, die Wolken die verdichten sich und es wird dann stellenweise nass werden. Schnee gibt es ab rund 1500 bis 1600 Meter. Temperaturen die erreichen Höchstwert von um die 13 Grad. Dazu haben wir im Mittelland einen mäßigen Südwestwind, auf den Bergen haben wir einen mäßigen bis zügigen Südwest- bis Westwind. Die 0-Grad-Grenze liegt auf rund 2100 Meter. Auf 3000 Meter gibt es um die -7 Grad. In der Nacht auf den Donnerstag wird es dann nochmal nass werden. Am Donnerstag selber haben wir dann Restwolken. Dann wird es aber rasch wieder sonnig werden, bei rund etwa 13 Grad. Am Freitag haben wir es dann nochmal recht sonnig mit Schleierwolken und noch spürlich milder. Und ab dem Samstag ist es noch sehr unsicher, was passieren wird. Wahrscheinlich ist es dann wieder unbeständiger, zeitweise dann auch immer wieder nass. Dazu wird es wieder deutlich kühler, wobei man bei knapp 10 Grad oder sagen wir so um die 7 bis 8 Grad nicht wirklich von kalt kann reden. Soviel zum aktuellen Wetterupdate. Ich wünsche Ihnen weiterhin eine ganz gute Woche und bis zum nächsten Mal. Ade miteinander.